Guten Abend allemen. Ich bin David Braun, akademischer Direktor von der Sommerprogramm beim IWO, von der intensiver jüdischer Sommerprogramm auf dem Namen von Uriel Weinreich. Das ist das 54. Jahr von der Programm und wir haben eingeführt mit etlichen Jahren zurück eine Serie mit dem Namen Lektions wegen der jüdischen Zivilisation. Und es freut mich sehr, was es nimmt Anteil in der Serie das Jahr Professor Avraham Noverstern. Professor Noverstern ist assoziiert mit dem Sommerprogramm schon lange Jahren, weil er allein ist in früheren Jahren gewesen ein Lehrer in der Frühkursen von den höchsten Madriges von Literatur bei uns, als die Programm ist vorgekommen in verschiedenen Orten, in verschiedenen New Yorker Universitäten. Jetzt ist unsere Universität der universale, allweltliche Universität, was heißt Zoom, aber die Punkte seien von deswegen von Bard College. Ich meine, warum du bist keinmal nicht gewesen ein Lehrer, als wir seien darüber in Bard Universität, aber da haben wir gefunden ein feines Heim. Und es freut mich sehr, was du beteiligst in der Programm, in der Serie das Jahr. Avrom ist emeritierter Professor von jüdischer Literatur beim Hebräischen Universität in Jerusalem, in dem jüdischen Abteil, was ist später eingegliedert geworden in Abteil von den jüdischen Wissenschaften. Und er ist Direktor von Beit Shalom Aleichem in Tel Aviv. Avroms Thema ist die Schreiberung in der modernen jüdischen Literatur. Und Avrom, ich will dir geben eine Sekunde, uns allen zu begrüßen, ob du willst. Ich weiß aber, als Avrom wird sich zuhören zu der eigenen Lektion, was wir wollen transmittieren. Wir wollen transmittieren davon ein Video. Und Avrom wird zurückkommen und entfernen eine Frage von dem Eulen später, nachdem was der Video endigt sagt. Aber sei gegrüßt, Avrom. Seid gegrüßt, es ist für mich eine Freude. Ich sehe, dass es ist da bekannte Penimer und euch Unbekannte, was ich will sich noch bekennen mit sie. Wir werden ist die Themen ein bisschen kontroversielle. Ich sage schon, dass ich habe nicht mehr für kontroversielle Themen und ich hoffe zu Ihre Abrufen nach dem Referat. Und euch wird haben Geduld, könnt ihr warten auf den zweiten Referat. Ja, das ist die erste in der Serie von 2 Referaten, was Avrom wird halten. Wir beten dem Eulen schreiben Frages in Q&A, in der Funktion Q&A, nicht in Schmueskästel, das heißt nicht in Chat. Chat ist für Bemerkungen allerlei und für Kommunikation zwischen sich, zwischen dem Eulen und für Begrüßungen. Q&A wird sein die Frage, was Avrom wird auf sie entfernen und was ich wie Konferenzier will vorlehnen später beim Sof von dem Referat. Dank wieder Avrom und Avrom Weiser, das heißt Alex, kannst schon spielen dem Video. Dank für die Verbettung zu reden bei euch. Dank Daviden. Es ist für mich eine Freude und ein Schuss. Ich bin doch gewinn verbunden mit der Uriel Weinreich Sommerprogramm lange Jahren. Und das führen auch die 2 Schmuesen wegen Freuen in der Jiddisch-Kultur und Freuen in der jüdischen Literatur. Auch eine spezielle Bedeutung, wenn wir reden in den Rahmen von IWO. Lassen wir auch mit einem kleinen Prat. Wir haben besitzt nur 2 kritische Ausgaben von Werk von jüdischen Dichtern. Eine von Miriam Ulinover, was Natalia Krinitzka zugegräht, und die zweite von Anna Margolin, was ich habe zugegräht. Und ob ich habe es gekannt zugegräten, ist es gewesen dank dem Anna Margolin Archiv, was befindet sich in IWO. Und außerdem haben wir in IWO euch dem Archiv von Zilje Drabkin und ein Teil von dem Archiv von Kadi Molodowski und in zähnlicher andere Sammlungen sind da hübsche hunderter Brief von jüdischen Schreibern, was uns kämen aus dem Phänomen nicht benehmen.
Ich will in meine Schmuesen gehen von einer breiteren Vernehm, bis ich will sich konzentrieren in dem zweiten Schmues auf lehnen etliche emblematische Texten von der jüdischen Freuenpoesie. Aber der erste Umwurf wird sein sehr breiter. Ich will sich bichlal aufstellen mit euch, auf was für ein Ort Freuen haben gespielt in der modernen Jiddisch-Kultur. Es wohl gewesen, idiomatisch zu reden mehr idiomatisch zu reden wegen der jiddischen Kultur, aber kedei soll sein klar, als wir reden wegen Jiddisch und nur wegen Jiddisch, will ich sich benutzen mit dem Termin Jiddisch-Kultur. Ich will ein Teil von meinen Eräusungen oder Verallgemeinerungen, Generalisations, will viele sein kontroversial. Aber ich will mit Odi Schmuesen euch oneben ein Stückel Vikuach und euch einen Eräusruf für dem Ingern Dor. Zwischen euch, was ich sehe euch nicht, aber ich fühle euch, zwischen euch wird sein, weil Minastam aufkommen, neue Jiddisch-Forschers, und mit meinen Wörtern will ich herausrufen dem Appetit, man soll sich vernehmen mit dem Tchum. Und Dafke, weil ich will, aber neiten Interesse in der Thema, darf man verstehen, als der forscherische Interesse für der Thema vom Freuen in der Jiddisch-Kultur hat sich nicht angegeben Nächten und hat sich nicht angegeben Eiernächten. Und ich will doch koidem kol wegstellen die erste Mamesh, die erste badaitige Stanzies von dem Interesse. Der erste und sehr wichtiger Moment da ist in 1912, 1913, wenn Shmuel Niger gibt heraus das erste wichtige Sammelbuch auf Jiddisch, abgegeben zu der Jiddisch-Forschung, und das ist gewesen der Pinkes, was ist heraus unter seiner Redaktion in Wilna 1913. Und dort hat Shmuel Niger allein geschrieben eine längere Arbeit, was heißt die jiddische Literatur und die Leser. Shmuel Niger ist schon damals gewesen ein bekannter Kritiker, aber das ist seine erste forscherische Arbeit, und dafür ist also wichtig für uns zu betonen, als Dafke auch die erste Forscharbeit ist gewesen abgegeben der jiddischer Freu. Das hat gedarf sein an ohne von einer längeren Serie, weil es tragt als Keppel Studien zu der Geschichte von der jiddischen Literatur, aber wie es ist geschehen, nicht einmal in der Geschichte von Jiddisch. Bald ist gekommen die erste Weltmilchome, und auch der erste Band von Pinkes ist zum größten Bedeuern geblieben, der einzige Band von der Pinkes. Shmuel Niger hat sich dort abgestellt bei Iker auf der Rolle von Freuen in der altjiddischen Literatur, und der Fall ist also wichtig, wir sollen verstehen dem ganzen Badeit von dem Titel, von dem Namen von seiner Arbeit, die jiddische Freu und die Leser. Das heißt, in der altjiddischen Literatur, Chotsch Niger ist gewesen sehr bewusst wegen die paar Schreibern, und wir werden bald der Monen ein paar von sie, hat Niger angewiesen, koidem kol auf dem Fakt, als in der altjiddischen Literatur und auch in der Haskole-Literatur ist die jiddische Freu gewesen der Adressat von der Literatur und a viele der Hauptadressat.
Wir können anweisen an Onazoll Bücher in der altjüdischen Literatur, wo steht geschrieben, das Buch ist verfreuen, und einmal steht da viele geschrieben, verposchete Menschen, und einmal viele Menschen, die sind so wie freuen. Das heißt, Menschen, die können lernen nur Jiddisch. Und die Entwicklung von die Themen wird uns führen von dem Moment oder von der Madrege, wenn die jüdische Frau ist nur ein Adressat von dem Schaffen in Jiddisch, zu dem Moment, wenn die jüdische Frau wird als Schafferin in der modernen jüdischen Kultur in verschiedene Entpleckungen, was wir wollen. Koidem kol hat Niger angewiesen und dafke nur angewiesen auf sehr einen interessanten Moment, was man darf noch sich vertrachten auf dem, als in dem jüdischen Volkslied, was wie jeder Volkslied ist anonym, hört man a Sach mal mehrer das Kol von der Freu, oder man kann sagen, das Kol von einem Mädel, wie das Kol von dem Mann. Das heißt, das jüdische Volkslied, das ist das Wieglied, was eine Mama singt, ein kleines Kind. Das ist das Lied von einem Mädel, was beklagt sich auf eine abgenannte Liebe. Andere Manifestationen in dem Volkslied. In dem Volkslied mir a Sach mal das Kol von das feminine Kol, a Sach mehr wie das männliche Kol. Versteht sich, als Niger hat sehr gut gewusst, wegen die zentrale Entpleckung von dem, man kann sagen, weiberischen oder femininen Moment in der altjüdischen Literatur, und da seien die Tchines. Ich kann da nicht reingehen in der verwickelten Problematik, wer hat Mechaber gewinnt, die Tchines. Ich kann nur anweisen auf einen Moment, was ist für uns sehr wichtig. Ein Teil von den Tchines, oder viele die wichtigsten Tchines, werden zugeschrieben zu Sore Bastuvim. Aber, und da kommt der größere Aber, wir wissen nicht, sie als Freu und BMS existiert, und avade wissen wir nicht, wegen ihr kein schon biografische Protein. Und das ist sehr, sehr relevant, zu benehmen das begrenzte Ort von der Frau in der altjüdischen Literatur. Das heißt, a viele Oib, es ist gewinn, als Mechaberte wie Sore Bastuvim, weiß mir wegen ihr absolut gar nicht. Und hab der Mond das Volkslied, wo das Kol von der Frau ist anonym, hab der Mond die Tchines, was der Chagaf die zweite Entpleckung ist, was wir wissen, als ein Teil von den Tchines im 19. Jahrhundert sind geschrieben geworden durch Maskilim Bichlal, was haben sich behalten unter Pseudonymen, oder die Tchines sind anonym. Das heißt, die Tchines, was haben gedarft entplecken, das weiberische Gemüt, im 19. Jahrhundert sind Bichlal geschrieben geworden durch Männer. Und viele nicht durch sehr frumme Männer oder frumme Mechabrim, nur dafke durch Maskilim. Und ein dritter Phänomen, was ist euch entpleckerisch, das ist die zentrale Gestalt von der altjüdischen Literatur, Glickel von Hamel, aber lassen wir sich dermonen, als ihre Sichroines hat sie geschrieben, faktisch nicht zum Drucken, nur für ihre Mischpoche, für ihre Kinder. Das heißt, Glickel von Hamel hat sich nicht gesehen wie ein Frauenschreiber, was geht auf der jüdischen, also sozusagen Öffentlichkeit. Niger hat da angewiesen, wie gesagt, auf der zentralen Problem oder auf der zentralen Problematik
von dem Maimet, von der Freude in der altjüdischen Literatur und was ist euch gewesen richtig wegen 19. Jahrhundert. Wenn wir reden, und ich will es der Monen sehr bekitzer, die Werk oder die sei die Erzählungen und sei die Romanen von Isaac Meyer-Dick und später von Schomer gefunden wir dort a Sachmal die Wendung Liebe Lesern. Das heißt die Wendung Dafke zu der Freude, nicht zum Mann. Männer schreiben verfreuen. Das ist der zentrale Moment, was wir dürfen gedenken. Noch Niger, es gekommen die erste Weltmilchome, noch Nigers Arbeit und die zweite wichtige, und wir können viele sagen, zentrale Entpleckung, dezidierende Entpleckung, wenn wir reden schon wegen dem Schaffen von jüdischen Freuen, ist die Anthologie von Ezra Korman, die jüdische Dichter, was ist heraus in Chicago 1928. Das ist eine Anthologie, was fordert befeirisch eine besondere Behandlung. Ezra Korman ist gewesen ein zweitrangiger, man kann sagen, jüdischer Poet. Und was hat früher herausgegeben, 2 Anthologien wegen der modernen jüdischen Poesie in Russland. Und wir wissen faktisch nicht, was hat ihm gezeugt und was hat ihm bewogen, zu schaffen in 1927, 1928 als eine beteiligte Anthologie von jüdischen Dichtern. Noch ein größerer Wunder ist, was auch die Anthologie, was ist herausgegeben geworden, auf Luxusdick Neufen, in einer Form, was früher jüdische Bücher nicht solche gewesen zu dem. Auch die Anthologie ist herausgegeben geworden, man kann sagen, durch den Jiddisch-Mäzenat, Lamed Mem Stein in Chicago, was hat versteht sich gewusst, als tut da a Mitzwe für Jiddisch. Lass mir lehnen sehr kurz dem Unterkapitel von dem Buch, gesammelt, zusammengestellt und veröffentlicht mit der Vorwort literaturhistorischen Reinführ, Biographies, bibliografische Notizen, Transkripties und Fotostaten von die Werk von Dichtern in der altjüdischen Literatur, 16. bis 18. Jahrhundert und in der Neuer 1888, 1927 in der Neuer Literatur. Es ist früher keinmal nicht gewesen, als eine Anthologie auf Jiddisch. Die Anthologie schreibt sich durch ein bisschen mit der Anthologie was von Bassin, was ist heraus in 1917, 500 Jahre jüdische Poesie. In der Anthologie sind da sehr wenig jüdische Freuendichter und faktisch Korman will weisen, als in die 10 Jahren ist zugekommen eine ganze Plejade jüdische Freuendichter. Das Unterkapitel ist ein bisschen verführerisch. Weil, wenn sagt, von der altjüdischen Literatur, ob wir besachakel 4 Schreiber, wo ihre Lieder sind nicht so wichtig. Von dem 19. Jahrhundert ob wir 2 Schreiber und zwischen die 70 Beteiligten in der Anthologie, kiemat alle ob ungeheuben Schreiben im 20. Jahrhundert und viele noch später, nach der Ersten Weltmilchome. Noch mehr, ein Teil von den Liedern, die sind rein in der Anthologie, sind gedruckt geworden von Xaviat. Das heißt, das ist eine Anthologie nicht nur von einem Obgleib, von schon gedruckten Texten, nur das ist eine Anthologie, was hat inspiriert Texten, was hat inspiriert, Schreiber zu schicken zu ihm, seine nicht gedruckte Lieder.
und also wie ich auf der Mond dem Ivo-Archiv ist wichtig zu dermonen, als eine kleine, aber sehr beteiligte Sammlung von den Materialien ist da in Ezra Kormans Archiv, wo wir oben ein porzentig sehr beteiligte Brief, was ein bisschen, weil ich wegen dem noch dermonen, von was jüdische Freuenschreiber uns oben zu ihm geschrieben. Und das wollen beweisen dem langen Iches von der jüdischen Literatur Bichlal und von der freien Literatur Bifrat, ist eine Meile und ein Chesorn. Die Meile ist jüdische Literatur oder Iches. Und lassen wir sich dermonen in einem breiteren Kontext, als in 1928 sind in Arois das Werk, das kardinale Werk von Max Ehrich, die Geschichte von der jüdischen Literatur, und das Werk von Max Weinreich, Bilder von der jüdischen Literaturgeschichte. Beide Bücher in demselben Jahr von der Anthologie. Das heißt, die Anthologie ist noch ein Beweis von dem Interesse, wir gefunden dem Iches von der jüdischen Literatur. Aber, und das haben natürlich Kritiker angewiesen, die Anthologie ist gekommen ein bisschen zu früh. Das heißt, wir haben in der Anthologie auch den Impuls, was wir sehen, nicht nur, wenn wir reden wegen Freuendichtern, nur Bichlal in dem Gang von der modernen jüdischen Kultur, wollen weisen dem Vernehmen 70 Schreibens, sie die 70 Poetesses, seinen Wert gewinnen, eingenommen werden in der Anthologie, Leuten Wert von ihren Liedern, das ist ein bisschen Akasche, und das ist Akasche, was ein Teil von den Rezensenten auf der Anthologie oben gefragt. Die Anthologie hat herausgerufen, wollte ich gesagt, den weiterlichen Gang zu beweisen, dem Iches von jüdischer Freuenpoesie, wie le Moschel in dem Buch von Katrin Ellerstein, A Question of Tradition, was ich meine als oder Indien von Traditie in der jüdischen Freuenpoesie ist sehr, sehr problematisch. Noch Kormans Anthologie ist faktisch der kritische Interesse für dem Phänomen wie ein Phänomen, jüdische Freuenliteratur, jüdische Freuenpoesie, ist es faktisch geworden abgeschwacht. Warum der Anthologie hat sich entwickelt Diskussie, was es Nontel genommen, etliche von den wichtigsten jüdischen Schreibers, sei Melech Ravitch, sei Niger, es hat sich geantwortet Kadie Molodowski. Ich will sich zu die Sachen noch referieren wegen dem. Aber nachdem, ob mir faktisch ist der Fokus auf dem Korpus wie ein Korpus, oder Fokus ist abgeschwacht geworden, und da sehen wir bei Iker noch ein Kurben. Wenn die Zahl jüdische Freuenschreibers ist lefi Erech relativ geworden, nicht kleiner in der Gerem von der jüdischen Literatur und a viele größer. Was mir umgeht, noch ein Kurven jüdische Poetesses und jüdische Schreibers in Israel, Rochel Fischmann und Rivke Bassmann und Rikuda Potash, und versteht sich noch in Amerika, Kadie Molodowski und Malke Lee, und in Kanada Rochel Korn und Haver Rosenfarb, und in Paris und in Polen Adassa Rubin, was hat heute gewinnt in Israel, und Lili Berger, was hat emigriert von Polen kein Frankreich. Das heißt, wir haben bei MS darf noch der Zweite Weltkrieg kommen.
a sehr breite Plejade von jüdischen Freuenschreibers. Was die jüdische Kritik hat sie nicht versehen. Die jüdische Kritik hat geschrieben wegen sie. Aber sie hat nicht geschrieben wegen sie, wie Dafke wie ein Teil von jüdischer Freuenliteratur, wie ein besonderer Korpus. Nur ein kleiner Siemen von der Beziehung zu dem Korpus wie ein besonderer Korpus, in einem von den Büchern, wo Jankev Gladstein hat zu neu genommen seine kritischen Artikel, in einem von den Büchern hat zu neu genommen, in einem Abteil alle Artikel, was hat geschrieben wegen jüdischen Freuenschreibers, was ein Buch hat sie ist nicht verbunden mit dem zweiten. Es gibt Poesie und Prose und Journalistik und oder Abteil ist ein bisschen, ihr sollt mir Meuchel sein, wie ein Stickel Ezras Noshim. Aber nur später in dem akademischen Interesse, was ist gekommen zum Ausdruck bei Iker beim Schreiben auf Englisch, hat sich noch einmal aufgeweckt der Interesse zu jüdischer Freuenliteratur in einer größeren Maß mit, ich wollte gesagt, mit der feministischen Seder-Ayom. Und da will ich befeirisch herausbringen meine kontroversielle Teines oder Hasoges. Die erste Teine ist, als man versehen die jüdische Freuenschreiberns. Das ist befeirisch nicht emes. Punkt verkehrt. Jüdische Schreibers, und das ist die zentrale These von mein heutigen Schmues. Jüdische Schreibers oder der jüdisch-literarische, das was wir können sagen auf Jiddisch, Establishment, der jüdisch-literarische Meidee, hat aufgenommen sehr positiv das Schreiben von jüdischen Freuen auf Jiddisch. Für was? Weil wir bald reden wegen dem. Aber, und da kommt der Aber. Man hat aufgenommen das Schreiben von Freuen, aber mit einer gewissen Prisme, durch eine gewisse Prisme, durch wohl gesagt, einen bestimmten Seder-Ayom, was hat in einer gewissen Maß verschmälert dem Vernehm und dem Charakter von der jüdischen Freuenliteratur. Interesse, ja, aufgenommen positiv, ja, aber aufgenommen positiv Leudimossen, was Männer haben betrachtet, als das darf sein der Charakter von jüdischer Freuenliteratur und auf dem will ich sich abstellen. Ein paar Simonim von dem positiven Zugang. Wir wollen haben jüdische Poetesses. Wir wollen haben jüdische Schreibers. Und ich will da nennen nur zwei, was das sind bekannt, also zu sagen, in dem Folklore von der jüdischen Literaturgeschichte. Moshe Leib Halpern in Galizien in seinen ersten Jahren hat geschickt seine Lieder zum Drucken. Der Redaktor hat getracht, also seine schwache Lieder, nicht gedruckt, aber der Folklore sagt, als wenn hat sie geschickt unter dem Namen von einem Mädel, Frieda Halpern, sind die Lieder gedruckt geworden. Und was es ist, eine Sache sicherer, und das ist schon nicht kein Indien von Folklore, hat getroffen in 1919, Jankev Gladstein, was ist damals gewesen, ein junger Poet, hat geschickt seine Lieder zum Drucken in dem anarchistischen Wochenjournal Freie Arbeiterstimme. Minastam sind das gewesen schwache Lieder. Die Lieder hat der Redaktor nicht gedruckt, denn sie sind gewesen unter seinem eigenen Namen. Der Redaktor Shmuel Janowski ist gewesen ein größer Machnisäure und hat sehr stimuliert das Schaffen von jüdischen Schreibers. Ist Jankev Gladstein gekommen auf ein Einfall, das hat später geschrieben in seine Sichroines und es ist gewesen bekannt.
Hat geschickt seine Lieder unter Namen, was klingt ein bisschen amerikanisch, Clara Blum. Und demnach hat man die Lieder, dieselbe Lieder, gedruckt. In der Freien Arbeiterstimme von 1919 sind da 10, 12 Lieder untergeschrieben, Clara Blum. Bis Jankev Gladstein, was gewesen ein bisschen ein Schkotz, hat sich getroffen mit Shmuel Janowski im Café und hat ihm gefragt, ihr wisst, wer es ist, Clara Blum? Und Shmuel Janowski hat gesagt, nein, ich habe bekommen die Lieder durch der Post. Ich weiß nicht, wer das ist. Clara Blum, das bin ich, hat Jankev Gladstein gesagt. Und damals hat Janowski geantwortet, ich sehe, dass ihre Lieder taugen nicht. Das heißt, dieselbe Lieder, geschickt unter einem Pseudonym von einer Frau, werden gedruckt. Und wenn sie sind geschickt mit Namen von einem Mann, werden sie nicht gedruckt. In einem von den zentralen Büchern wegen der jiddischen Presse in Amerika wird angegeben, als Janowski hat gedruckt 10 Lieder von jiddischen Poeten, untergeschrieben unter einem freuischen Pseudonym. Das ist nicht Stemmes, wir können durchgucken die Freie Arbeiterstimme und sehen, also das ist nicht so. Aber der same Fakt, wo diese Legende ist angegangen in die jiddische literarische Kreis in New York, ist wichtig für sich allein. Der dritte sehr interessanter Fakt hat zu tun mit jiddischen Schreibern, was hat geschrieben, sei Prose und sei Poesie, das ist Fradl Stock. Fradl Stock hat angehäuben mit Poesie und sie ist gewesen nicht die erste, aber eine von den ersten, was hat geschrieben Sonetten auf Jiddisch, aber sie hat auch geschrieben Erzählungen. Und in 1919 hat sie Davke herausgegeben ein Buch der Erzählungen auf Jiddisch. Und der literarische Rezensent in der Tagzeitung Der Tag, das ist gewesen Arn Glanz, hat angeschrieben einen Artikel, was heißt Temperament. Und hat gesagt, als die Erzählungen seien in der Ermessen schwach, als sie seien konservativ literarisch, als wir wollten der Wart von Fradl Stock etwas mehr. Und demnach, und das ist auch ein Teil von der jiddisch-literarischen Folklore, erzählt man, als Fradl Stock ist reingekommen in der Redaktion von der Tag und hat abgestickt ein Patsch. Glanz, dennoch ist geworden so aufgebracht mit oder negativer oder mekloimers negativer Rezensie, als sie ist rein in eine Depressie, sie ist rüber auf Englisch und so weiter und weiter. Da haben wir einen typischen Fall von dem, was man kann sagen, guckt sich zu, Männer haben diskriminiert das Schaffen von Frauen. Aber der Emes ist ein bisschen komplizierter. Wenn wir lesen durch die Rezensie, sieht man, als Arn Glanz und betrachtet die Erzählungen lavdafke durch der Prisme von Frauenliteratur und lavdafke geschrieben wegen sein Negativ. Hat geschrieben, wenn Fradl Stocks erste Erzählungen sind erschienen in einer Zeitung, hat man bald ersehen, als es ist zugekommen an neue bedeutende Erzähler in der jiddischen Literatur. Was Glanz hat geschrieben in der Rezensie, ist ein bisschen mehr kompliziert wie Schwarz und Weiß. Hat geschrieben, wir haben gehabt Erwartungen von Fradl Stocks Erzählungen, wo sind zum Bedeuern nicht mekuyem geworden. Und in derselben Zeit, Lemoschel, ist in die Zukunft eine sehr positive Rezensie wegen Fradl Stocks Erzählungen von Shmuel Niger, was ist damals gewesen die zentrale Autorität in der jiddischen Kritik. Das heißt, diskriminieren jiddische Frauen ist an ihnen, was wir können sagen,
mit dem poscheten jüdischen Wort, nicht gestoigen, nicht geflogen. Punkt verkehrt. Man hat aufgenommen positiv jüdische Freuen in der jüdischen Literatur und da will ich sich aufstellen auf eine zentrale Linie in der modernen jüdischen Kultur. Für was? Wenn wir sehen, das Kulturleben oder der Einheit von modernem Kulturleben in jüdischen Mizrach-Europa, wissen wir sehr klar, dass es einen gewähnt zwei besondere Wege für Männer und für Frauen. Männer sind bederich klar gegangen, bekommen eine traditionelle Erziehung in Cheder und ein kleiner Teil in der Yeshiva. Frauen, ob sie sind gewähnt von mehr oder weniger oder eine vermögliche Mischpoche oder, voll gesagt, eine bourgeoise Mischpoche in einer Provinzstadt, Frauen hat man geschickt in Gymnasien. Und auch die Frauen sind faktisch sich hereingewachsen, sind sich verknüpft mit der nicht-jüdischen Kultur, sie das ist Russisch oder Polisch oder in Galizien Deutsch. Das heißt, man hat gehabt ein Gefühl, und wir haben in die Zeitungen, darf kein Mizrach-Europa, wir reden jetzt wegen Mizrach-Europa, nicht wenig Artikel, was haben geschrieben wegen der Tragödie von der jüdischen Frau und wegen dem Fakt, dass die jüdische Frau, ihre geistige Welt wird abgefremd von den jüdischen Wurzeln. Und wir können anweisen auf mehr wie ein Fall von jüdischen Schreibern, was haben angehört zu schreiben, nicht auf Jiddisch, nur auf der nicht-jüdischen Sprache. Koidem kol, der bekannteste Fall, was ich will sich aufstellen, besonders Protimdikis versteht sich Zilje Drapkin, aber euch Rochel Korn. Wir haben auf der Mond Ezra Kormans Archiv in Ivo. Dort ist da ein Brief von Rochel Korn, was sagt, dass in ihrer Jugendjahren hat sie nicht gekannt, die jüdische Literatur. Die jüdische Literatur ist für ihr gewesen terra incognita und nur durch ihr Mann hat sie sich angeheben bekennen mit der jüdischen Literatur und hat angeheben schreiben auf Jiddisch. Noch an Eides, wir haben wie gesagt etliche Eides, ist Malkeli, was ist gewesen eine bekannte jüdische Poetesse, was hat angeschrieben, der Chagav auf ihre ältere Jahren interessante Sichroines durch kindersche Augen, heißt es, und sie erzählt wegen ihr Unheil in der jüdischen Literatur, ich zitiere, sie ist gekommen in der Redaktion von der jüdischen Zeitung Der Tag. Und der selber Glanz Leyeles, was man ihm zugeschrieben, nicht gerechte Rede, als eine negative Rezensie, hat die aufgenommen sehr positiv. Ich zitiere, jüdische Mitarbeiter sind mir entgegengekommen mit offenen Ohren. Alle haben schon gekannt meine Lieder, das sind gewesen Lieder geschrieben auf Deutsch, weil Malkeli ist gekommen von Galizien. Leyeles hat mir gesagt, ich soll sich lernen Jiddisch und schreiben auf Jiddisch. Demalt wird der Tag sei drucken. Das heißt, Malkeli kommt mit Liedern geschrieben auf Deutsch in der Redaktion von der jüdischen Tagzeitung in New York und Leyeles sagt zu ihr, schreib auf Jiddisch. Ich habe nicht geleugnet, als ich komme von Galizien und etliche Jahre gelernt in Wien und beherrscht vollständig die deutsche Sprache und gerät mit Leyeles wegen die deutsche Klassiker, wegen Heine, Goethe und Schiller und wegen mein auserwählten Dichter Rainer Maria Rilke. Das heißt, man kann da sehen ein bisschen, als der literarische Bagage von Malkeli ist nicht gegangen zu weit und zu tief auf Deutsch, aber das ist vorgewehen ein Bagage auf Deutsch. Und die letzte Dogme, was ist geblieben, auf wie viel ich weiß, behalten,
ist die Dogme von Rivke Bassmann, was lebt mit uns da in Herzliya. Sie kommt von Wilkomir, von der Lite, was das ist gewesen der jüdischste Teil von Mizrach-Europa, geboren 1925, aber gelernt schon in der litwischer Gymnasie. Man hat sie verspart im Wilner Ghetto und das hat Rivke Bassmann erzählt bei Alpe, wie viel ich weiß, ist das nicht gewesen gedruckt und sie hat sich getroffen mit Sutzkever und sie hat ihm gewiesen Lieder geschrieben auf Litwisch im Wilner Ghetto. Und Sutzkever hat zu ihr gesagt, darf schreiben auf Jiddisch. Das heißt, ein Mädel, was kommt von dem jüdischen Teil vom jüdischen Mizrach-Europa, hat angeschrieben ihre ersten Lieder auf Litwisch und nur in die schrecklichen Bedingungen vom Wilner Ghetto hat man ihr stimuliert zu schreiben, rüberzugehen auf Jiddisch. Und der Pfarr ist der Zugang zu jüdischen Frauenschreibers gewesen im Prinzip sehr, sehr positiver. Weil man hat gesehen in dem, ich wollte gesagt, eine Zurückkehr. Als die jüdische Frau kommt zurück zu uns, zu der jüdischen Kultur. Wir haben Le Moschel, einer von den interessanten Artikeln wegen dem ist von Nachman Meisel, was hat geschrieben eine Serie, was hat geheißen Brief zu Freunden. Das ist schon gewesen in die 30er Jahren in Polen. Und hat geschrieben also, ob die Assimilatie ist adaiem verspreit und verfleizt in jeder jüdischer, euch nationaler Stub, haben wir es zu verdanken, koidem kolum beiker der jüdischer Frau. Das heißt, die jüdische Frau ist die Schuldige in der jüdischen Assimilation. In die 30er Jahren in Polen ist so der Thema von der sprachlichen Assimilation von dem Rübergehen von Jiddisch auf Polisch gewesen eine von den Themen, was man das geschrieben in der jüdischen Presse. Die heutige jüdische Frau, ich lese weiter, spielt in gewissen Hinsichten bei den geänderten Bedingungen von Leben dieselbe passive Rolle in dem jüdischen schafferischen Leben wie einmal. Das heißt, von Rochelkorn und Malkeli herum der Ersten Weltmilchome, durch Nachman Meisel bis Rivke Bassmann, haben wir denselben Zugang. Wir wollen, als jüdische Frauen sollen dafke kommen zurück und schreiben auf Jiddisch. Ich will dem einzigen Schmues verändigen mit dem kompliziertsten Fall und dem bekanntesten Fall, was wir haben, und das ist, versteht sich, Zilje Drapkin. Zilje Drapkin ist aufgewachsen in Bobruisk, das ist sehr wichtig, weil zu gehen in eine Gymnasie, hat gedarf sein eine Gymnasie, und das ist geschehen nur in einer Provinzstadt, und Bobruisk ist gewesen als eine Provinzstadt, und sie hat angegeben, und sie ist gewesen, versteht sich, Jiddisch ist gewesen, ihr Mameloschen, aber sie ist gewesen für ihr Kimat wie klar, als sie hat angegeben, schreiben Lieder auf Russisch. Und sie hat gewiesen auch die Lieder zu dem sehr, sehr wichtigen hebräischen Schreiber Uri Nissen Gnessin, einer von den größten Banayers von der hebräischen Prose. Gnessin hat abgetan etwas, was ist öfter nicht sowjetisch. Hat genommen ihr Lied, hat es übergesetzt, aber bearbeitet auf Hebräisch, und es angegeben faktisch wie ein Teil von, voll gesagt, reingewebt in sein Zentralwerk, was ist gewesen zum Badoyern, seine letzte Novelle Etzel. Dort haben wir eine Freuengestalt und bringt das ganze Lied, was hat bearbeitet auf Hebräisch, auf den Smach von Zilje Drapkins russisch Lied.
Dann Meron hat sehr gut angewiesen auf dem, auf wie viel Gnessins Lied auf Hebräisch ist a Sach, wohl gesagt, steht auf a Sach, a echerer literarischer Madrege, wie das russische Lied, was hat sich aufgehielt. Celia Drapkin kommt kein Amerika, sie weiß bichlal nicht, sie kommt kein Amerika, eider Gnessin druckt auch das Lied in sein Werk, sie kommt kein Amerika, mit ihrem Mann, was ist gewesen, Atua im Bund, und in Amerika wird sie eine jüdische Poetesse. Sie hat dann drucken ihre Lieder auf Jiddisch in 1918. Und da mir in dem Fall von Celia Drapkin, Punkt wie in dem Fall von Anna Margolin, was ich will noch später erwähnen, sehr klar. Ob sie wollten geblieben in Mizrach-Europa, wollten sie öfter weitergeschrieben auf Russisch. Nur dafke, wenn sie sind gekommen in Amerika, haben sie, man kann sagen, sind sie gekommen zurück zu sehr mameloschen Jiddisch und angeheben schreiben auf Jiddisch. Das ist gewesen derselbe Prozess und derselbe Phänomen, was hat sich getroffen mit der Dorf früher bei Yankev Gordin und Ab Kahan. Yankev Gordin hat geschrieben auf Russisch in Mizrach-Europa und nur in Amerika hat angeheben schreiben auf Jiddisch und wir haben eine ganze Plejade von Schreibers, was darf in Amerika sie angeheben schreiben auf Jiddisch. Jetzt die Novelle von Gnessin ist heraus später in einer jüdischen Übersetzung. Was ist heraus in Berlin. Celia Drapkin lebt damals schon in New York. Interessant ist, und das sagt etwas, wollte ich gesagt, wegen die begrenzten Horizonten von Celia Drapkin, es nimmt ihr 5 Jahre, bis sie habt sich, als Gnessins Buch ist übergesetzt auf Jiddisch und sie hat es gekannt lernen und sie nimmt sich bei die Jahr Gewalt. Gnessin hat bei mir zugegangen mit das Lied. Sie wollte es gekannt gelehen gleich von Oneit, wenn die jüdische Übersetzung ist heraus. Und demnach druckt sie auf Jiddisch in die Zukunft eine Erzählung, wo sie beweist oder sie verflecht ihre Liebebeziehungen zu Gnessinnen, versteht sich unter verstellten Namen. A Sach früher hat sie schon gedruckt eine jüdische Version von dem russischen Lied. Da sehen wir, auf wie viel der Phänomen von jüdischer Freuenpoesie und jüdischer Freuenliteratur ist so kompliziert und so zuziehendig zu machen an Analyse, an vertieften Analyse. In dem Fall von Celia Drapkin haben wir Russisch, Hebräisch und Davke zum Sof, nicht zum Monet, Jiddisch. Und in Sichroines, was sie hat geschrieben später, auf Jiddisch, ich habe zum Bedeuern nicht den jüdischen Nusach unter der Hand, hat sie geschrieben also. Sie hat Gnessin gewusst, als ich will werden, ein guter Dichter zwischen ihnen. Ich muss sagen, als Sachen hat nicht vorausgesagt. Hat er gesagt, als wenn ich willkommen in Amerika, will ich sich assimilieren. Ob mein Mann wohl gewesen ein Mensch mit allgemeiner Kultur, wollte mir sich mit Tom assimiliert. Wie es soll nicht sein, das ist nicht geschehen. Das heißt, Davke zu lieben Mann, ist sie zurück zu ihrem Mameloschen. Mit meiner ganzen Liebe zu Englisch, da kommt rein Englisch, komme ich ständig zurück zu Jiddisch, die Sprache, was ich habe gehört in meine Kinderjahren. Endlich nach dem Schmues will ich mit ein Indien. In Celia Drapkins Lieder, was sie hat gedruckt bei ihr Leben nur in einem Buch, sind faktisch keine sachjüdische Motiven nicht da. Und in einem, wenn die Kritiker sich abgerufen auf dem,
Und sie haben angewiesen, einer von den Kritikern, ein bisschen ironisch und ein bisschen, also zu sagen, mit guckendig von oben herab. Das ist Baruch Rifkin, hat geschrieben, das sind Lieder, was seinen Scheich ein Gymnasist gibt. Das sind Lieder, was schmecken mit gymnasistischer Kultur. Wir sehen ein bisschen da das Gucken von dem Kritiker von oben herab. Otzilie Drapkin geschrieben zu Baruch Rifkin einen Brief. Ich zitiere von dem Brief, weil der Brief befindet sich in dem IWO-Archiv. Man hat mir nicht gelernt Hebräisch. Kenne ich nicht wie Peretz und auch viele wie die gar moderne jüdische Dichter nutzen die Terminologie und Wörter von Teure. Das heißt, Zile Drapkin hat anerkannt da, als sie kommt von dem Feld von der allgemeinen Kultur und in ihren Liedern haben wir Anweisungen dafür zu der griechischen und zu der römischen Kultur und Mythologie da und dort. Aber meine Welt ist nicht gewesen die tiefe jüdische Welt. Ich endige mit einem Satz da, dem ersten Schmues. Wir tun nicht verallgemeinern. Ein paar oder ein Teil von jüdischen Freuen schreiben sind gekommen von der Tiefkeit von jüdischen Leben. Und Miriam Mulinover, was ihr Buch, mein Bobes Oizer, ist faktisch das erste wichtige Liederbuch von jüdischen Schreibern, ist gewähnt traditionell jüdisch und das ganze Buch vernimmt sich mit dem Besingen das traditionelle jüdische Leben. Das heißt, was wir kennen sehen in der Freundschaften, ist der ganze Diapason von der Traditionellkeit von Miriam Ulinover zu der Kosmopolitischkeit von Zilje Drapkin. Und das ist eine von den wichtigen Sieben, was macht das Gebiet oder dem Korpus von jüdischer Frauenliteratur so interessant. Dank. David? Danke, Avram. Ich bin da, ich bin zurück. Ich meine, man hört mich, ja? Ja, jetzt hört man, ja. Ausgezeichnet, gut, danke. Sehr ein interessanter Referat und das ist der Teire Reulen, das ist der erste Kapitel, der zweite Kapitel kommt in einer Woche rum. Fortsetzung folgt, wie wir vielleicht in die Mann. Avade, ja. Wie man hat geschrieben mit 100 Jahren zurück. Es fragt einer Zuhörer, heute mal ein Kompliment, Dank für dem interessanten Referat. Und man fragt aber, mit was ist das kontroversiell? Es ist kontroversiell mit dem, was ich wollte gesagt, lass mir sein kontroversiell. Ein Teil Forscher haben gesagt, man diskriminiert jüdische Schreiber, man hat sie nicht anerkannt, man hat sie ja weggestellt auf der Seite. Das ist poschet nicht Emes. Punkt verkehrt, der Emes ist Punkt verkehrter. Verstanden. Heißt es, als du willst herausbringen, als die Diskrimination ist nicht gewesen, keine Diskrimination, nur verkehrt, der Gang ist gewesen, herumzunehmen, reinzunehmen und zu mutigen, die jüdische Schreiberschaft. Ja, aber in dem zweiten Schmues will ich den zweiten Teil von oder These weisen, als von der anderen Seite, jüdische Kritiker sind gekommen, wie ich habe gesagt, mit einer bestimmten Seder Ayom, was erwarten wir von jüdischen Frauendichtern. Wir wollen sie haben, aber wir erwarten von sie etwas sehr spezifisch. Gut, noch eine Frage. Ezra Kormans Anthologie hast du angewiesen, als wir wissen sehr wenig von dem Kontext, von wann das ausgewachsen. Etwas weiß man, Rotsch? Etwas weiß man fort? Ich weiß nicht, sie mir weiß etwas. Ich weiß nicht. Ezra Korman hat gelebt in Detroit.
Wie gesagt, ist gewesen ein zweitrangiger Poet. Früher, wie gesagt, hat herausgegeben 2 Anthologien von jüdischer Poesie im revolutionären Russland. Der Hagaf in der zweiten hat reingenommen Lieder von Kadi Molodowski. Aber klar in der Anthologie liegt Ayam Mitarbet. Ayam Mitarbet. Was hat ihm gezeugen zu der Arbeit? Weiß ich nicht. Es hat immer für einen kurzen Artikel. Ja. Und wie willst du charakterisiert die Anthologie seine die erste? Das heißt, was für ein Antholog? Lass mir sagen, er ist ein zweitrangiger Poet, aber gewiss ein Antholog. Er hat gesehen, wie seine Mission, seine Arbeit, Anthologie zusammenstellt. Was für ein Antholog ist er gewesen für die erste Ausgabe? Nein, wir reden nicht wegen jüdischen Dichtern. Ich rede nicht von die ersten 2 Anthologien, wo sie eine unsere Linien. Der Verpfleger, wegen der ersten Anthologie, was kann man sagen wegen dem? Summieren dich. Die erste Anthologie ist in Arois Mamesh 1920, 1923 und sie sind sozusagen Arois auf der heißen Minute. Wegen der, man kann sagen, wegen der neuesten jüdischer Poesie in Russland. Also ja, es ist gewesen ein Ausdruck von der Zeit. Die jüdische Dichter in dem Sinne ist anders, weil ist gegangen zurück zu der altjüdischen Literatur und also weiter und weiter. Der Hagaf, die erste 2 Anthologien, die erste ist sehr kleine, brennendicke, in feierlichen Deuer, der Vernehm ist sehr kleiner, gar nicht im Vergleich mit dem größten Vernehm und mit der größeren Arbeit, was durchgeführt in jüdische Dichter. Gut, Avrom, also wie uns ist nicht geblieben, keine Zeit bei ihm ist, auf weiter zu schmusen. Wir halten sich in unser Zoom-Leben, als die Klassen sollen sich händigen, die Lektionen sollen sich händigen, Punkt zu der Zeit. Menschen werden ausgemutscht und darf noch kommen zu der Zeit, die Transmission soll vorkommen zu der richtigen Zeit, weil ich bald endigen, aber es wird sein nur eine Frage und damit endigen wir Avrom und danach kommst du zurück, die kommende Woche. Die Frage ist, ob Männer bestimmen den Charakter von der erfreulichen Produktion, ist das denn nicht Diskrimination? Sie ist befehlisch, man kann sagen, dass, ich wollte nicht gesagt Diskrimination, aber ich wollte gesagt, man steckt da rein die Freuen in ein bestimmter Rahmen. Ja. Und wegen dem will ich reden, dass in dem kommendigen Schmues. Ja. Ja. Gut, danke Avrom. Und damit hast du uns angeregt im Appetit und wir werden es sehen in der Zeit in der Woche herum. Lektion Nummer 1, Dank teure Zuhörer, Zuguckers und mit seinen Vereinigten in der Woche herum. Danke.